Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Division 2 Video. Ich bin die Fedwitzen und stelle euch heute ein Damage Tank Bild vor. Ja, ist ein Community Bild, hat mich darauf gebracht, der Meister Jürki. Und ja, ich habe es nachgebaut, habe es probiert und Prädikat wertvoll. Kann man spielen mit jeder Waffe, das ist ganz, oder sagen wir mal, bis auf Scharfschützengewehr vielleicht nicht. Aber man kann spielen mit der MP, man kann spielen mit Sturmgewehr, mit LMG. Universalbild ist sehr, sehr stabil. Also man fällt nicht leicht um, wenn man ein bisschen mit Hirn spielt. Und ich finde es einfach, ja, als Universal-Set, würde ich sagen, ist das Ding. So, Damage Tank, Universal-Set, ja, irgendwie sowas. Open World absolut zu gebrauchen. Legendär habe ich nicht probiert, aber heroisch mit allen Direktiven würde funktionieren, wenn man ein bisschen taktisch spielt. Ich habe gespielt heroisch mit zwei Direktiven im Gameplay und da habe ich einen Tanker durchgemacht. Ist auch nicht normalerweise nicht ganz so einfach, aber ja, hat locker funktioniert. Hat man weggerammt, die ganzen Dinge. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Schaut es euch an. Haben wir's. Was? Ja, gleich am Anfang fangen wir mal an mit dem Gameplay. Ein Kurzstückerl, da ist das Ende vom Tanker. Und wie man jetzt gleich sehen wird, es ist der Beweis, dass man wirklich nicht schnell umfällt. Mir hat es selber gewundert, und man denkt dann alle Minuten so, jetzt müsste es dann aber gelangen, dass das mit liegt. Aber wenn man sagt, ich brenne, habe keinen Gefahrenschutz oder sonst irgendwas in dem Bild verbaut, ja. Ich brenne und ja, irgendwie rührt sich da nicht recht viel. Ne? Mein Schild ist auch schon ja, mehr am Arsch wie am Leben, aber trotzdem, verreckt nicht. Äh, Also es war faszinierend. Die bomben mich da zu und schießen mich nieder und wieder Feuer und irgendwie, wenn man sieht, meine Rüstung regeneriert sich enorm. Muss man dazu sagen, wenn man sagt, der Buff oder die Stacks vom Memento sind voll. Ich sehe, glaube, wenn man das ganze Game Level da dabei einmal durchrumpelt, da muss er ja irgendwann mal voll sein. Aber es ist schon gleich mal der Beweis am Anfang, sehr stabil das Ding. Wenn es als Anfänger gleich einmal zusammenformen möchte, momentan ist es ganz einfach das Ding zum Kriegen. War Exo. So, da haben wir jetzt mal die Spezialisierung Richtschütze. Ja, was brauchen wir da? Das größere Magazin. Ja, möglich. Das Bild, was ich euch jetzt zeige, das ist egal mit welcher Waffe das man spielt. Man muss halt dann die Spezialisierung einstellen, mit welcher Waffe das man spielt. Aber ich habe jetzt eingespielt auf Sturmgewehr und Schrotflintenschaden. Ja, man kann es aber genauso gut mit LMG oder mit Gewehr spielen. Scharfschütze vielleicht nicht so gut, aber Gewehr, Sturmgewehr, LMG, MP funktioniert alles mit dem Bild. Ja, was der Richtschütze macht, er generiert Munition, hast ein größeres Magazin. Wenn in Deckung bist, kriegst du besseres Waffenhandling. Dann hast du Schaumgranaten, ja, und. Also, Rüstung bei Tötung ist wichtig und Regeneration von Munition ist meistens auch wichtig. Sagen wir das mal dazu zum Richtschützen. In dem Bild spielen wir mit der St. Elmo. Ja, die hat 7% Schaden gegen ungedeckte Ziele draufgerollt. Was die St. Elmo macht, denke ich, weiß ja jeder, mit der spielt ja jeder. Und dann spielen wir noch mit dem Mob. So eine Rüstung durch Kills hat der Mob drauf. Mit dem Talent Erhaltung. Gute Kombination, würde ich mal sagen. Dann brauchen wir die Gilligard-Maske. Ist eins von 3 Teilen Gilligard. Die Gilligard, die 3 Teile zusammen geben da 5% gesamte Rüstung, 60% Lebensenergie und 2% Rüstungsregeneration. Und das haut schon ganz schön ein. Das sieht man dann auch im Video. So, das Ganze auf Rot. Waffenschaden, Chance durch kritische Treffer, Schaden durch kritische Treffer und Schaden durch kritische Treffer. Mod zweimal. Das gleiche gilt für den Gilligard Handschuh, Chance und Schaden. Wie man sieht, noch nicht so ganz richtig in der Höhe. Mir ist Material ausgegangen, aber versucht das Ganze auf die Spitze zu treiben und alles zu
optimieren. Wie gesagt, bei mir ist es nicht mehr gegangen. Dann kommst du letztendlich auf 2 Millionen Rüstung und hast doch enormen Schaden, was machst. So, dann haben wir nochmal auf die Knie, Schaden durch kritische Treffer, Chance durch kritische Treffer. Dann haben wir bis Karusholster, ist auf Chance auf kritische Treffer drauf. Fertigkeiten Tempo braucht man nicht wirklich. Dann Palisaden Stahlwerke, Rüstung durch Kills 10%. Chance auf kritische Treffer, Schaden durch kritische Treffer, nochmal Schaden durch kritische Treffer und das Talent vernichtend. Kritische Treffer erhöhen den Waffenschaden 10 Sekunden um 1%, also 25% mehr Waffenschaden Maximum. Ja, deswegen eben so viel Chance auf kritische Treffer, weil dann das da schnell zur Wirkung kommt. Ja, da haben wir ein Memento. Memento hat eine gute Eigenschaft. Der verstärkt einfach alles. Du musst die 30 Trophäen einsammeln. Wenn du die 30 Trophäen eingesammelt hast, verstärkt er dann Schaden, gibt eine Bonusrüstung und erhöht die Effizienz der Fertigkeit und du kriegst erhöhte Rüstungsregeneration bis zu 3%. Ja. Und jedes Mal, wenn man eine so Trophäe einsammelt, hat man 2 Buffs, einen Kurzzeit- und einen Langzeit-Buff. Der Langzeit, der ist stapelbar auf 30 und der Kurzzeit, der hält 10 Sekunden, hast erhöhten Waffenschaden. Und das Ding, das haut schon ganz schön rein. Und bei so einem Tank-Damage-Bild ist das ganz gut. Trophäe einsammeln, schießen, Trophäe einsammeln, schießen, so geht es die ganze Zeit dahin. Und ja, ist Solo zum Spielen, geht auch in der Gruppe, aber ich muss sagen, Solo ist es am besten. Und ja, das haben wir dazu zum Memento, wo ich denke, da kennt fast jeder. So, jetzt müsst ihr eigentlich alles gehabt haben. Pistole ist eigentlich wurscht, was man hernimmt. Kann man vielleicht eine auch mit Erhaltung hernehmen oder ja, was man gerade zur Hand hat. Ich spiele ganz gerne auch mal mit der da. Ja. Die 50 mit dem Talentvollstrecker, dann haust du mit der Pistole um, hast du mal ein bisschen mehr Schaden. Ja. Das würde ich jetzt mal sagen zu dem Set, dieser Community-Set. Ist mir ans Herz gelegt worden. Ich habe es nachgebaut und habe es probiert. Ich habe einen Tanker gelaufen, heroisch mit 2 Direktiven, 0 Problemo. Man hält enorm viel aus. Ja. Da habe ich jetzt gerade gesehen, habe ich einen Fehler. Das gehört noch blau. Ich habe es rot, weil 5 rote erreichen. Scheiße. 5 blaue erreichen, weil man ja durch den da nochmal gelbes hat. Und somit ist das Schild trotzdem auf Rang 6. Ja, also man braucht nicht 6 blaue. Ich habe jetzt da einen roten. Und also ich habe jetzt 1, 2, 3 rote Kerne. Ja, und dann 1, 2, 3, 4, 5 blaue Kerne und einen gelben Kern. So, das dauert so. Ich denke, soweit gut erklärt. Jetzt gibt noch ein bisschen Gameplay, noch ein bisschen Musik. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Bild da haltet. Dann sage ich Servus, bis zum nächsten Mal. Zerbrochene Stahl, der Tanker liegt, Flammen steigen, doch mir wird nicht kalt. Meine Rüstung an, sie lässt mich nicht vergehen. Jeder Schlag, den ich nehme, lässt mich stärker stehen. Sam Elmo in der Hand, funken wie ein Stern. Feinde fallen, doch sie wissen nicht, wer ich bin. Durch die Trümmer, das Feuer brennt laut, doch ich bin der Sturm, der niemals aufhaut. Stahl und Feuer, geschmiedet im Kampf, durch die Dunkelheit. Ich brenne und dampf, nichts kann mich brechen. Ich stehe mal wieder mit Isaks Stimme, find ich den Sieger. Jubel Brückers Blut, mein Herz aus Stahl. In diesem Labyrinth wird alles real.
Flammen lodern hoch, der Tanker stimmt, als ob er bald zerbricht und kocht. Doch jeder Schritt bringt mich näher zum Ziel. Durch Rauch und Hitze, ich kämpfe kühl. Meine Rüstung lebt, heilt, schlägt zurück. Mit jedem Treffer find ich neues Glück. Der Boss versteckt sich tief, denkt er sei klug. Doch ich komme näher, bald spürt er den Zug. Stahl und Feuer, geschmiedet im Kampf. Durch die Dunkelheit, ich brenne und dampf. Nichts kann mich brechen, ich stehe immer wieder. Mit Isaks Stürme find ich den Sieger. Louis Breakers Blut, mein Herz aus Stahl. In diesem Labyrinth wird alles real. Isak führt mich durch den Draht und das Feuer. Die Feinde erheben sich, doch ich bleib ungeheuer. Sie wollen mich stoppen, doch sie verstehen nicht. Ich bin die Macht, die durch ihre Reihen bricht. Der Tanker sinkt, doch ich geh nach vorn. Keine Angst vor der Flut, ich bin der Zorn. Mit jedem Schlag wär ich neu geboren. Ich bin der Sturm, in dem alle verloren. Stahl und Feuer, geschmiedet im Kampf. Durch die Dunkelheit, ich brenne und dampf. Nichts kann mich brechen, ich stehe immer wieder. Mit Isaks Stürme find ich den Sieger. Louis Breakers Blut, mein Herz aus Stahl. In diesem Labyrinth wird alles real. Der Boss wartet, glaubt, er sei unbesiegt. Doch ich komm näher, spüre, wie er flieht. St. Elmo brüllt, die Kugeln fliegen schnell. In diesem Kampf entscheidet das letzte Duell.